mit Spannung erwartet, das Premierenstück. Eine Kaffeemaschine, ein Schirmständer, eine Blumenvase. Jedes wohlgeformte Alltagsding kann Design sein. Das heißt, es hat immer einen Gebrauchszweck, im Gegensatz zur Kunst. Ist diese kunstvolle Lampe ein leuchtendes Beispiel für gutes Design? Grüß Gott. Grüß Gott. Sie bringen uns ein wunderschönes Stück. Was können Sie uns dazu erzählen? Wo haben Sie das her? Bei uns im Ort gab es einen, der Haushaltsauflösung gemacht hat. Und gesehen hat sie mein Vater. Und kam nach Hause. Ich war im Garten hinten. Und diese Lampe ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und ich muss dazu sagen, wenn mein Vater was gesehen hat, dann hatte das auch schon Stil gehabt. Und umso mehr hat es dann mich selber das Interesse geweckt und bin dann nach dem Mittag halt hingefahren. Und da sah ich diese Lampe und war selber davon überrascht, baff und war eigentlich auch fasziniert von dieser Lampe. Ich hatte vorher mein Portemonnaie geguckt, da waren 50 € drin. Aber wie im normalen Leben, auch bei mir, nach dem Motto, Fragen kostet nichts, habe ich einfach mal gefragt. Er meinte dann, wenn du mir 30 € in der Hand gibst, kannst du mitnehmen. Und ich habe Geld auf den Tisch gelegt, nach Hause gefahren. Mein Vater war diesmal im Garten. Ich habe sie schnell auf den Küchentisch gestellt. Irgendwann ist er reingegangen und sieht diese Lampe. Er war schockiert, so eine teure Lampe zu kaufen. Bist du wahnsinnig, so viel Geld auszugeben? Und ich meinte dann nur, auch wenn es unerschwinglich aussieht, sollte man doch mal nach dem Preis fragen. Dann schauen wir sie uns mal genauer an. Danke. Lampe. Sie haben ja schon einiges erzählt dazu. Es ist eine Lampe. Es ist eine Lampe, die sehr, sehr schwer eigentlich ist, was dafür spricht, für das Material, dass es Bronze ist. Von der Form her schon ungewöhnlich. Sie haben hier so einen fast dreieckigen Sockel, der vorne so abgeschrägt ist. Dann haben wir diese Figur, die da steht. Es scheint ein Kind zu sein, mit so einem langen Kleid, oben so eine Schulterkappe, eine Mütze und der Kopf, das Gesicht aus Elfenbein, Okay. geschnitzt zu sein. Das nächste, was dann weiter ist oben, da haben wir diesen Schirm. Hier auf der Vorderseite sieht man Glasplatten, sozusagen, die das Licht filtern, streuen oder die Lichtfarbe quasi mitbestimmen. Drunter ist eben das Ganze als Reflektor. Man sieht ja, wie das dann leuchtet. Und den Abschluss des Schirms, den bildet so ein Engel, mal genau, der so nach unten schaut, die Hand so aufgelegt hat, die andere Hand vor der Brust und auf der Rückseite deutlich zu erkennen dann die Flügel. Also bei dem Künstler habe ich große Freude. Wir lesen hier P. Terestschuk. Und da habe ich als Wienerin große Freude. Das ist nämlich ein ukrainisch-österreichischer Künstler, der um die Jahrhundertwende in Wien gearbeitet hat. So seine Blütezeit ist eigentlich 1895 bis 1925, so in etwa kann man das einschränken. Peter Terestschuk ist ein sehr bekannter Vertreter von der sogenannten Wiener Bronze. Das sind Bronzegegenstände, die im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts zwingend in Wien hergestellt worden sind. Da gab es so eine ganze Modeerscheinung. Wir wissen, dass in etwa 80 Manufakturen bekannt sind, die zu der Zeit gearbeitet haben. Und Terestschuk ist eigentlich einer der ganz großen Namen aus dieser Zeit. Also es wurde so, man sagt, bis in etwa 1930 war diese Modewelle. Danach brauchte man die Bronze auch wieder für Kriegszwecke. Ja. Es sind auch dann natürlich viele Gegenstände eingeschmolzen worden. Umso schöner, dass Ihres hier überlebt hat. Wir wissen nämlich, dass Terestschuk eine eigene Gießerei hatte, in der er die Kleinobjekte gegossen hat oder gießen hat lassen. Ich konnte das jetzt hier nicht sehen. Ich schaue auch noch mal auf der Unterseite. Die großen Objekte, die also auch einen Nutzen hatten. Es gab da zum Beispiel Schreibtischgarnituren oder Tintenfässer und eben diese Lampen. Die hat er gießen lassen bei Rubinstein und Weichmann. Ich habe aber jetzt keine Marke finden können. Es ist eben so eine Kombination aus verschiedenen Werkstoffen. Wir sehen hier eben das Elfenbein. Wenn wir weiter runtergehen, die Hand fehlt leider, die war sicher auch aus Elfenbein. Okay. Und wenn wir das Ganze jetzt uns oben anschauen, beim Lampenschirm,
sehen wir eben diese Glaseinsätze. Das ist eine sehr beliebte Technik im Jugendstil. Also es gibt signierte Objekte, wo die Manufaktur Lötz die Glasteile gemacht hat. Also es ist hier sehr stark anzunehmen, dass Lötz ja auch im Spiel war und diese Glasteile gefertigt hat. Das kommt ursprünglich von Tiffany, also einer amerikanischen Firma, die da wirklich wichtig war und diese Glasschirme gemacht hat und gezeigt hat, dass auch durchgefärbtes Glas so eine ganz tolle Stimmung erzeugen kann. Ja, ungewöhnlich an der Lampe ist eigentlich die Darstellung. Wenn wir das nochmal anschauen, Ja. wir haben unten dieses Kind, wir haben oben diesen Engel. Das erinnert uns eigentlich an das Schutzengelmotiv. Aber Schutzengel, ja, Schutzengel um die Jahrhundertwende oder im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, der hatte nicht mehr die Bedeutung. Eigentlich hat der Schutzengel natürlich in den Zeiten vorher im Christentum oder auch immer noch im Christentum eine gewisse Bedeutung. Warum das jetzt so ist, kann man nicht so sagen. Es ist nicht so, dass das eine Leuchte für ein Kinderzimmer wäre. Also das ganz bestimmt nicht. Es ist halt so auch, dass Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja auch so verschiedene Bewegungen, in denen der Schutzengel oder der Engel, das Engelmotiv auch eine Rolle gespielt hat. Das war die Esoterik, aber das waren auch die Anthroposophen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Künstler hier mit in Verbindung steht. Es gibt von ihm in seinem Werk eigentlich kein zweites ähnliches Motiv und auch im ganzen Jugendstil findet man sowas nicht. Was man bei ihm allerdings findet, das sind Kinderdarstellungen. Ganz, ganz häufig kommen Kinder vor, wie eben hier in dem Fall auch, aber auch selten oder fast gar nicht als Lampen. Also es gibt noch eine andere Lampe mit einem Kind, aber vom Motiv her gibt es kaum mehr. Aber so von der Datierung her kann man in etwa sagen, dass das im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gemacht worden ist. Für mich hat eigentlich auch diese Darstellung Schutzengel, das hat mich auch gleich als erstes fasziniert. Das ist ja wie auf den I-Punkt drauf getroffen. Genau. Kinder sind meistens verträumt, aber da ist immer ein schützender Engel da. Ja. Und später hat man eigentlich andere Sachen dargestellt. Also in den 20er Jahren kommen dann die erotischen Darstellungen, die Frauen, kommt die Bewegung, kommt der Sport, kommt Mythologie und profane Geschichten vor. Aber sowas, hier haben Sie wirklich was Besonderes, ganz was Ungewöhnliches. Haben Sie eine Einschätzung, was das denn in etwa wert sein könnte? Ich schätze so 500, 600 Euro, denke ich mal schon. So 500, 600 Euro sind eher die Kleinobjekte von Terestschuk, aber so ein großes, imposantes Objekt, auch mit dem Glaseinsatz, würde sich schon so bei 3.000 Euro einpendeln. Also da kann man Ihnen wirklich gratulieren. Ja. Oh. Ja, Glückwunsch und bringen Sie es gut und sicher wieder nach Hause. Genau. Das werde ich, ja. Vielen Dank fürs Zeigen. Ich danke Danke. auch. Wenn das kein gelungener Start war, sogar mit Happy End. Was würde Ihr Vater sagen? Was meinen Sie? Gut, richtig, alles richtig gemacht. Alles richtig. Auch hierher zu kommen, alles richtig. Vielleicht, sage ich mal, von oben ein bisschen dirigiert. Wer weiß.